Ich bin Dylan ACLSport, ich bin 22 Jahre und ich bin professioneller Pilot. Ja, bon. Der Unterschied zwischen Karting und Kursauto ist ziemlich groß. Erstens als Gewicht. Das ist eine große Sache. Wenn du mit dem Auto einen Fehler machst, dann verlierst du viel mehr Zeit, weil es halt brauchst ja viel mehr Zeit für die ganze Gewicht zu beschleunigen wie beim Kart. Aber bon, du lernst halt Basics, was du an der Kurs brauchst. Zum Beispiel weißt du über Holz, weißt du das Verhalten an der Kurs. Das lernst du halt am Karting am meisten. Und bon, wenn du da etwas für dich möchtest, ist das doch nicht so teuer wie an einem Auto. Das heißt, du kannst ja schon viel mehr Sachen probieren. Und, bon, wie gesagt, Basics lernst du, wie du bremsen sollst, Geschwindigkeitsfeeling, wo das Limit ist vom Karting, das heißt, wo der Maximum Grip ist, wo was für Linien du hältst, das lernst du alles beim Karting. Und dann musst du das halt mit an den Motorsport, an den GT-Sport rüberholen. Und da musst du auch alles neu lernen, wie ein bisschen, weil es mehr schwer ist. Schwer in einem Auto ist, muss man frei bremsen wie normal und kannst auch mehr schnell un. Karting kannst du maximal 130 oder 160 und dann habe ich schon mit 270 oder so. Das ist auch schon noch ein großer Unterschied daran. Ich musste schon adaptieren, aber bon, wie gesagt, Basics lernst du am Karting und dann das benutzt du dann am Hintergrund so und dann noch für den anderen Kursen am Motorsport mit Autos. Ja, wie gesagt, im Karting haben wir einen Golf Cup gemacht, 2 Jahre lang, und dann noch Porsche Cup. Was ist auch der Unterschied zwischen dem VW Cup oder dem VW GTI eigentlich, dann wo 4 Antriebler ist, an der Porsche, wo Heckantriebler ist. Das ist schon viel. 4 Antriebler ist schon ein ganz anderer Vorweis wie Heckantriebler. Das heißt, ich muss schon zum Beispiel, wenn ein Auto da weg geht, dann lenkst du am 4-Antriebler komplett die andere Seite und gehst auf das Gas. Dann zieht ein Auto dann riecht. Und beim Porsche zum Beispiel nicht. Da musst du, wenn du eben waschen gehst, musst du gucken, dass du mit dem Gas waschen kannst. Liegt auf Bremse gehen, für ein Auto rumzufahren kann. Geht alles ziemlich schnell, mit das halt aber so, wie ich es machen. Da ist schon ein Unterschied. Dann noch, der Golf war halt nicht richtig Kursauto. Das ist ein Straßenauto gewesen, wo besser präpariert sind als für Kurs. Daran merke ich noch schon, dass halt viel mehr Müll war, konnte ich noch nicht viel ausstellen, konnte ich stabil 4 erstellen, an Luftdruck, das war es. Das war doch schon komplett mehr begrenzt. Ich musste schon mehr um den Auto adaptieren, was mich auch nicht so schlecht war, weil du musst halt immer gucken, Fahrer muss immer gucken, dass du so gut wie möglich mit dem Auto fährt, wo halt auch von dem Auto nicht gerade optimal angestellt ist. Das hätte man auch viel bräuchte für die Zukunft. Das ist halt immer, egal wie ein Auto ist, aber kann am Auto eins gehen, dann das Problem dann umfahren. Das ist halt ein ganz anderer Vorweis wie beim Cup-Auto. Bon, was alles betrifft, was Gewicht ist, ist ungefähr dasselbe, wie die Linie ist. Das ist auch bald dasselbe. Wie gesagt, das ist auch für ein Karting, was das halt gelernt, Basics. Und Golf muss ich das auch anwenden. Das ist ein bisschen anders, ein bisschen mehr Körper nutzen, ein bisschen mehr Körpers flayen. Aber am Cup, am Porsche machen wir das auch. Wenn ich in einem anderen Auto halt, wo mehr Downforce ist, wo muss ich das dann auch immer ändern. Das ist immer ein bisschen anders, muss immer ein bisschen näher. Ich meine, Golf wird man viel gebraucht, was auch Racing anbelangt, was man mehr Gewicht anzufangen. Und dort zu gucken, wie ein Auto sich da verhält, wie halt bewegt sich halt viel mehr wie Karting. Wenn du ein Karting ein bisschen längst, dann geht das direkt an. Du musst viel mehr Gewicht, du musst dann gucken, dass das Gewicht verlagert halt und so weiter. Und das ist halt, lehrt ihn dann doch ziemlich gut, weil auch wenn du ein Straßenauto hast, dann hast du nach mehr Müll, wie schon gesagt, dann lehrt ihn halt ziemlich gut, wie ihn das möchte. Grundsätzlich Zukunft ist für mich, dass ich wirklich komplett professioneller Pilot bin, dass ich keine Suche mehr brauche ranzubringen. Das ist, dass irgendwo eine Marke wie Porsche oder so das hält und sagt, okay, du fährst für mich. Und das ist halt mein Ziel. Wo der was für eine Meisterschaft dann noch vorgehen, das ist eine Sache für sich. Da muss ich dann noch gucken,
also Großkurse wie 24 Stunden Nürburgring, 24 Stunden Le Mans, 24 Stunden Spa. Das sind Kurse, wo ich wirklich matt fahren will. Ich meine, wenn die Stadt wieder recht in der Wirksfahrer sind, dann wirst du 100 pro Mal den Kurse matt fahren. Und ja, dann noch einen anderen Rahmen wäre DTM. DTM wäre auch etwas, wo ich mich gut dran gesehen, weil ich einfach gerne Sprintkurse fahren anstatt Endurancekursen, weil halt einfach mehr am Limit ist und ja, leid mir lieber. Und da wenn DTM wäre auch eine Sache, wo ich an der Zukunft gerne dran bin. Also, es sind zwei Idole und das ist den 8. Zehner, der leider schon verstorben ist. Ich bin auf Welt 97, ihn ist leider 95 gestorben. Das heißt, eigentlich war ich ja recht auf der Welt, wo ich schon verstorben war. Aber dank meinem Papa haben wir einfach alles, was über 8. Zehner ist, haben wir daheim. Und ich habe alles geguckt. Und für mich war es einfach ein wirklich guter Fahrer und ein bisschen was verrückt. Ich meine, ich muss ein bisschen verrückt, wenn ich den Motorsport so betreibt wie wir machen. Und du willst hin. Und dann haben wir auch den aktuellen Fahrer, das ist der Lewis Hamilton, weil halt beide Senna und Hamilton haben für mich eine gute Sache. Und das halt, falls sie an den Auto rausklammen, egal was für ein Problem so haben, viel drunter, dass sie dann sich nicht mehr konzentrieren für den Motorsport und dann halt zurückkommen und dann Probleme lösen, wo sie sobald sie am Auto sind, wie sie auf und dann mega fokussiert. Und das werde ich schon beide Fahrer mega gerne und das auch für selber hinkriegen.